Die Mutter des uigurischen Autors und Journalisten Mir Kamil Kashgari ist vor 10 Tagen mutmaßlich in einem der Internierungslager in Ostturkestan verstorben. Der in Ankara lebende und arbeitende Kashgari soll allerdings erst 6 Tage nach dem Todesfall benachrichtigt worden sein. Daraufhin seien 3 weitere Tage vergangen, bis die tragische Nachricht bestätigt wurde. Bisher sind die genauen Todesumstände noch nicht ermittelt. Es steht die Frage im Raum, ob es sich um einen natürlichen Tod handelt oder aber um die Folge einer brutalen Folterserie in dem Straflager gehandelt haben soll. Wegen der anhaltenden Menschenrechtsverletzungen der Uiguren und anderer Minderheiten in Ostturkestan ist in Stockholm ein Protestzug vor die chinesische Botschaft gezogen, um die Schließung der Konzentrationslager zu fordern. Die Demonstration ist unter dem Titel „Seid die Stimmen der Unterdrückten“ durch die Ma'arif-Stiftung initiiert worden und wurde von der Internationalen Demokratenvereinigung sowie weiteren schwedischen und türkischen Vereinigungen unterstützt. Mohammad Javad Zarif, Außenminister von Iran, beabsichtigt, zum Dialog nach Nordkorea zu reisen. Zuvor war Ri Yong-ho, der Außenminister Nordkoreas, zu Besuch in Teheran, womöglich als Antwort auf die Sanktionen der USA für den Iran. Der Dialog zwischen beiden Ländern widmet sich auch Irans Vergeltungsplan gegen die Vereinigten Staaten, der vorsieht, das Land aus dem internationalen Atomwaffensperrvertrag aussteigen zu lassen. Nach seiner China-Reise spricht sich der Premierminister Malaysias Dr. Mahathir bin Mohamad für das Seidenstraßenprojekt aus. Das Vorhaben sei keineswegs eine Strategie, um andere Länder fügsam und kontrollierbar zu machen, so Mohamad. Malaysia würde das Projekt unterstützen und ebenfalls davon profitieren. Der saudische Prinz Mohammed bin Salman soll durch den Erwerb des Fußballvereins Manchester United beabsichtigt haben, mit den Vereinigten Arabischen Emiraten und Katar zu konkurrieren, die jeweils Manchester City und Paris Saint-Germain besitzen. Die Glazer-Familie, denen Manchester gehört, wehrte sich jedoch heftig gegen den Verkauf.